Jetzt kommt ganz einfach ein Mann mit Schirm, Charme und Melone. Hello, grüß Gott and guten Abend. Ladies and gentlemen, here in the club and liebe Närrinnen und Nachlesen. Es wäre very nice gewesen, wenn Great Britain ohne Staatsaffäre in the Union drin geblieben wäre. Doch David Cameron dachte einst als Gag, wir machen mal den Union-Check. Und man checkte dann, dass es schief lief, als jeder Mayday, Mayday rief. And after all this Trump and nonsense kam die Regierung Boris Johnsons und unausweichlich dann der Brexit. And that means Schluss, aus, fertig, Exit. Ja, liebe Närrinnen und Nachlesen, es wäre really nice gewesen. Doch wir Briten haben allemal nothing am Hut with Karneval. Zur Fastnacht fehlt uns der Bezug. Nur Narren haben wir genug. So heißt es nun in Number 10, Make Little Britain Great Again. Und Johnson sucht als Wahlgewinner per Inserat nun talentierte Spinner für die Mitarbeit in Downing Street. In Deutschland ist der Unterschied, wer hier als Spinner mitregiert, ist alles, nur nicht talentiert. Andreas Scheuer hat ja mit dem Auto bei der Bahn nur Mist gebaut. Ja. Im Gegensatz zu Jürgen Klopp, denn dem gelingt fast alles top. Drum finden es die Leute cool, bekloppt zu sein in Liverpool. Auf jeden Fall wird noch beteuert, lieber dort bekloppt als hier bescheuert. Doch ich will nicht weiter schimpfen, denn ich bin ja hier als Gentleman. Old-fashioned, aber ich betone mit Schirm, mit Charme und mit Melone. Ein Gentleman im alten Stil, ohne Emma, doch mit Sexappeal. Nun, England genießt viel Sympathie allein schon durch die Monarchie. Doch eure Kanzlerin umweht ja auch ein Hauch von Majestät. Das lässt sich wirklich kaum bestreiten. Da gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Die Queen ist ziemlich lang schon dran. Bei Merkel fühlt sich's auch so an. Ganz huldvoll, ohne viel Getue, bringt beide kaum was aus der Ruhe. Vor allem mischt sich allgemein die Queen in Politik nicht ein.
das ist bei uns ein alter Brauch. Und Merkel mag das hier jetzt auch. Jedoch genug herumgemäkelt. Unsere Thronfolge ist streng geregelt. Charles kriegt den Job und er beginnt, wenn andere längst in Rente sind. Vielleicht hat er schon mal nachgefragt und Altersteilzeit anbetracht. Bei Merkel ist ganz offenbar die Nachfolge noch nicht so klar, denn eure Kronprinzessin ging away. Man fragt sich, war AKK okay? Selbst ihr großer Vorteil war ja nicht von Dauer. Ihr seid das Land der Karrenbauer. Denn ihr baut ja Karren immer zu. Volkswagen, Mercedes, BMW. Obwohl die Autoindustrie verschlief den Fortschritt ganz konservativ. Innovationen gibt es nicht sehr viele, nur Pannen und verpasste Ziele. Man weiß nicht recht, wie es weitergeht. Genau wie bei der Annegret. Und nach Thüringen bleibt ohne Scherz auch nicht mehr so viel Zeit. Bis März. Ja, wer Thronfolge wird in diesem Land, da sind wir alle mal gespannt. Vielleicht wird's ja in My Opinion mal einer aus den Nebenlinien. Kann man wohl Markus Söder feiern als eine Art Prinz Charles aus Bayern? Verfolgen wir mal den Gedanken. Die Windsors stammen fast aus Franken. Ja, den Coburg Gotha ist zu Recht ja deren Herkunft und Geschlecht. Ja. Yes, they are Germans, ja. Kaum zu fassen. Aber muss die Queen England verlassen, wenn die Windsors nur mal angenommen keine Arbeitserlaubnis mehr bekommen? Vielleicht wollte Harry mit dem Meghan schon mal nach Kanada, deswegen. Ja. Denn einen Arbeitsplatz als König kriegt man in Deutschland reichlich wenig. Ja. Eine Umschulung ist weit entfernt. Charles hat nichts Vernünftiges gelernt. Seine Jobaussichten sind gering. Vielleicht geht was bei Burger King. Nun, Söder ist kein Windsor, doch egal, ein Schlitzohr ist er allemal. Er will nicht nur dem Volke dienen, nein, er kümmert sich jetzt auch um Bienen. Nach dem Volksbegehren irgendwie ging's ja um the bee or not the bee. Als Imker ist er noch Anfänger, nur eine Hummel hatte er schon länger. Gibt sich jetzt viel moderater und demütiger als Landesvater. Doch dem Wandel wird nicht ganz getraut, denn der hat viele umgehaut. Ja. Prinz Charles ist auch so ein Schlawiner. Ja. Wie Söder ein verkappter Grüner. Ja, drum sehen die Grünen ebenfalls ihr großes Vorbild in Prinz Charles. Ja. Wie er vertrauen sie darauf fest, dass man sie bald mal ganz nach oben lässt. Auch die Roten lieben England sehr. Kein Wunder, da herrscht Linksverkehr. And the Labour Party zum Vergleich ist the same Tohu Nova Bohu wie bei euch.
Die SPD nahm sich ja immer schon William Shakespeare als Inspiration, als hätte der ganz nach Belieben seine Werke nur für die geschrieben. Ja. Da gibt es die Komödie der Irrungen. Was ihr wollt, sorgt für Verwirrungen. Viel Lärm um nichts ist angeboren. Maß für Maß ging längst verloren. Ende gut, alles gut. Keep fingers crossed. Doch verlorene Liebesmüh, love's labor's lost. Ja, bei der SPD geht's allgemein immer um Sein oder nicht sein. Und so entfalten sich im Rahmen regelrechte Königsdramen. Die Roten sind da sehr erfahren. Sie schickten in den letzten Jahren mehr Vorsitzende auf die Matte, als Heinrich VIII. Frauen hatte. Drum wer grad fuhrt mit welchen Stärken, die Namen braucht man sich nicht merken. Nun, es heißt, in England gibt's nur Regen und immer Nebel. Ja, von wegen. Wir sind zufrieden mit dem Wetter, nur das Klima could be better. Und da kommt man ja zweifelsfrei an Greta Thunberg nicht vorbei. Für die einen ist sie wie ein Fluch, ein Hassobjekt, ein rotes Tuch. Wobei der Hass auch schon entbrennt, wenn man bloß ihren Namen nennt. Für die anderen ist sie ein Symbol, ein ganz unantastbares Idol und wagt sie nur zu kritisieren, dann kriegt man auch den Hass zu spüren. Das arme Kind, das so viel Kraft hat, und dass es immerhin geschafft hat, dass der Klimawandel nun at least weltweit höchste Aufmerksamkeit genießt. Doch wie sie von der Sache spricht, so easy ist die Sache nicht. How dare she, muss man noch ergänzen. Man braucht dazu keine Schule schwänzen. Vielleicht erkennt man ja erst later. She was not great, no. She was just greater. Ja, liebe Närrinnen und Nachlesen, immer wieder hört man Thesen, die Meinungsfreiheit hoch bewertet, ist hier in diesem Land gefährdet. Bei uns gibt's ja den Speakers Corner, wo man selbst als nicht dort Geborener frei von der Leber, ungehindert scharf fast alles formulieren darf. Auch ihr dürft hier die Meinung sagen. Doch müsst auch Widerspruch ertragen, weil man dem allergrößten Stuss nicht einfach so zustimmen muss. Doch wo ich immer mehr erschrecke, das sind die Reden von Björn Höcke. Schließt mal eure Augenlider und ihr hört die ganzen alten Nazis wieder. Dem standzuhalten obendrein muss man kein Winston Churchill sein, denn bei Hass und Hetze im Verlauf, da hört die Meinungsfreiheit auf und Beleidigungen als Begleiterscheinung sind Straftaten und keine Meinung.
Nun, ich spreche hier ja permanent mit einem stark britischen Akzent. Doch viele sind nicht mehr gewohnt, wenn man die Worte Fremde betont. Schon gar nicht, wenn manch einer jetzt auch mal ganz andere Akzente setzt. Drum, jedes Wort wird unentwegt nun auf die Goldwaage gelegt. Ein falsches Wort genügt als Startsignal und jeder schreit nur noch Skandal. Egal ob rechts dahinter steckt oder links political correct. Die Hysterie wächst Schritt für Schritt und die Medien machen mit. Berichterstattung wird nun seichter, so verkauft es sich wohl leichter. So viel Empörung angesichts von nichts und nichts und wieder nichts. Wenn meine Granny wie gestört im Hühnerstall Motorrad fährt, dann passt der Text doch ganz genau, dann ist sie eine Umweltsau. Und wenn wir bei der Empörung wären, dann dürften sich nur die beschweren, die wirklich noch mit 90 Jahren im Hühnerstall Motorrad fahren. Gehen wir also bitte drum mehr gelassen miteinander um, dann bleibt uns einiges erspart. Das ist die fein englische Art. Mehr Höflichkeit ist auch geziemend. Das ist Gentleman's Agreement. Mind your manners. Give it a try. Good luck. Auf Wiedersehen. Goodbye. Unser Mr. Brexit von der Insel, Mr. Peter Kuhn. Er kommt von der Nearly Night Company. Sie heißt Black 11 und ist in Pickford. Mr. Kuhn. Mr. Kuhn, do you have a Trinkspruch für our Queen of Wine, für die Weinkönigin? You know, the same procedure as last year. The same procedure as every year, Mr. Chicken. Nun, nach Dinner for One and Tea for Two kommt noch ein guter Wein dazu. Dann bin ich manchem nicht mehr abgeneigt. Doch ein Gentleman genießt und schweigt.